Bin da. Wer noch? Eigentlich ist es ein schöner, friedlicher Morgen im Dinotal. Aber bei Familie Sinclair scheint an diesem Tag doch nicht alles im Lot zu sein. Was willst du denn mit der Schere? Gar nichts, ich will nur mit dir reden. Bleib mir von den Schuppen, ja? Ich will nur deine Stacheln etwas stutzen. Es sind meine Stacheln und ich finde sie genau richtig so. Die baumeln dir schon vor den Augen, kannst ja überhaupt nichts mehr sehen. Aber so finde ich sie Dino stark. Siehst aus wie ein Mädchen. Oder wie ein Kaktus. Genau, wie ein Mädchenkaktus. Brenn, sag du doch auch mal was. Nun Ist wieder mal typisch. Fall mir nur in den Rücken. Viele Jungen tragen ihre Stacheln heute eben länger. Ist es wahr? Wieso widersprichst du mir dauernd? Können wir nach dem Essen darüber reden? Du glaubst doch nicht, der kriegt mit diesen langen Fransen in meinem Haus noch was zu essen? Hier kann ich's einfach nie recht machen. Dauernd diese Arien. Mein Zimmer ist ein Müllhaufen, meine Stacheln sind zu lang, meine Ansichten stinken dir. Dann verrat mir doch bloß mal, wie ich's dir recht machen kann, hä? Wirst staunen, ich wollte dich genau das Gleiche fragen. Ich war nicht besonders scharf drauf, in der Familie aus dem Ei zu schlüpfen. Oh, fein. Niemand zwingt dich, hier zu bleiben. Na schön. Na schön. Du kannst doch nicht einfach so wegmarschieren. Wütend hat Dino-Sohn Robbie das Haus verlassen und trifft sich mit seinem Schulfreund Spike in einem einsamen Waldstück, um mal richtig Dampf abzulassen. Du hast genau das Richtige getan, Kleiner. Das mit den Stacheln war ätzend. Wer weiß, was er dir als nächstes abgeschnitten hätte. Er geht mir dauernd auf den Keks. Ja, ich hab's schon immer gesagt. Früher war das besser geregelt. Wenn früher ein Junge erwachsen wurde, forderte er seinen Vater zum Machtkampf heraus. Wirklich? Sowas wie ein Duell? Bis zum blutigen Tod. Dino stark. Man konnte seinem Alten kräftig auf den Schwanz treten, Ja. sein Revier übernehmen Das gefällt mir. und seine Frau heiraten. Moment, wäre das nicht meine Mutter? Ja. Eins sage ich dir, ich gehe nie wieder zurück. Ach, warum solltest du auch? Hier draußen haben wir alles, was wir brauchen. Wenn wir Hunger haben, bedienen wir uns einfach. Ja, du hast recht, wir sind Die Dinosaurier. Spitze der Nahrungskette. Versuchen wir es zur Abwechslung mal mit Pflanzen. Ja, Pflanzen haben keine Beine. Hey, wie wär's damit? Oh, sieht immerhin aus wie eine Pflanze. Irgendwie merkwürdig das Zeug. Meinst du, das ist giftig? Njam. Schmeckt jedenfalls nicht giftig. Möchtest wissen, was das ist? Naja. Es sind schon ein paar Stunden verstrichen. Robbie und sein zwielichtiger Freund Spike hocken noch immer im Wald und genießen ihre Freiheit. Aber irgendwie hat sich etwas verändert. Worüber lachen wir eigentlich die ganze Zeit? Weißt du, was seltsam ist? Als wir hergekommen sind, war ich echt auf einem miesen Trip. Dafür bin ich jetzt voll gut drauf. Kannst du mir verraten, warum? Ich habe keine Ahnung, mein Kleiner. Kannst du mich nicht was Leichteres fragen? Hey, gib mir noch mal einen Happen von dem Kraut da. Aber klar. Ja. Hau rein. Weißt du, was die absolute Krönung für mich wäre? Was? Wenn mein Alter hier wäre. Ich liebe meinen Vater. Na klar, ich liebe deinen Vater nämlich auch. Übrigens, ich liebe alle Papas der Welt. Ich liebe alleine schon das Wort, Papa. Und ich jetzt. Wir sollten zu ihm gehen und es ihm sagen. Mann. Dino-Papa Earl ist doch etwas unruhig. Seit Stunden ist Dino-Sohn Robbie nun schon verschwunden, nachdem sich die beiden im Zorn getrennt haben. Hallo, Ah, Papa. der verlorene Sohn kehrt zurück. Hat's nicht ausgehalten in der kalten großen Welt. Nein. Flüchtet sich wieder in Papas warme Höhle. Ist wieder Papas Essen. Bevor das passiert, musst du dich erstmal gewaltig ändern, mein Freund. Aber Papa, ich liebe dich doch viel mehr als alles andere auf der Welt. Oh, Papa. Oh,
Für den Anfang nicht schlecht. Ich habe eingesehen, dass ich total falsch liege. Und du, Papa, hast absolut recht. Nicht nur jetzt, ich meine, du hast immer recht. Moment mal, nicht so hastig. Sind wir etwa zum ersten Mal einer Meinung? Oder willst du mich verkohlen? Aber ganz und gar nicht. Ich habe eben im Wald von dem merkwürdigen Kraut gegessen. Seitdem geht's mir so richtig gut. Nun will ich, dass es dir genauso gut geht wie mir. Halt, Augenblick. Willst du mir einreden, diese Pflanze macht dich glücklich? Genau. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ach was, probier doch einfach mal einen Happen. Pflanzen können dich glücklich machen. Ja. Ich werde es dir beweisen. Siehst du? Gar nichts. Doch nach ein paar Happen von dem Kraut aus dem Wald bekommt auch Dino-Papa Earl die anregende Wirkung zu spüren. Die zwei sind so aufgedreht und lustig, dass sie fröhlich tanzen und singen. So ein Paar wie Papa und Sohn, auf der Glückstour im bunten Ballon. Fliegen rauf bis zum Mond, wo der Mann im Mond wohnt. So ein Paar wie Papa und Sohn. So ein Paar wie Sohn und Papa. Die sind spitze, das ist doch wohl klar. Wer's nicht glaubt, der ist dämlich, denn jeder weiß nämlich, die Dinos singen es schon. So ein Paar wie Papa, ein Paar Wie Papa, ein Paar wie Papa und Oh Mann, ich verstehe das nicht. Wir kennen uns schon so lange und haben noch nie zusammen getanzt. Ich sag dir, das sollten wir öfter tun, mein Sohn. Ja, na komm schon, Papa, ich helfe dir hoch. Freut mich, dass du dich darüber freust. Es ist Pflanzenzeit. Noch genug rum. Noch ein Plättchen, Plättchen, Plättchen. Liegt ihr euch immer noch in der Hey, Schuhe? guck mal, wer da kommt, Charlene. Wer sonst? Hallo, Charlene. Sag mal, wie geht's dir denn so? Ihr seid irgendwie verändert. Ist Ja? nicht wahr? Hör mal, sie kann sogar sprechen. Oh. Plättchen, Plättchen, gib mir noch ein Her Plättchen. Was damit. ist? Sollen wir es dir erzählen? Kann nicht schaden. Charlene, darf ich vorstellen, unser neuer Glücklichmacher? Ja. Riecht irgendwie gut. Wieso seid ihr denn schon alle so früh auf? Oh, guten Morgen, meine Herzallerliebste. Guten Morgen, aber was esst ihr da? Auch nur so eine Pflanze hat Robby im Wald gefunden. Das Zeug macht wahnsinnig glücklich, weißt du? Eine Pflanze, die wahnsinnig glücklich macht, das gefällt mir. Da fällt mir ein, musst du nicht langsam zur Arbeit gehen. Aber hier bin ich doch viel glücklicher. Hey, guck mal, die Mama da. Sag mal, bist du glücklich, Fran? Ich wäre auf jeden Fall glücklicher, wenn du zur Arbeit gehst. Dann bin ich schon unterwegs. Mach's gut, Ja. Papa, du bist Dino-stark. Wiedersehen. Was gibt's da zu lachen? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keine Hose an. So macht sich Dino-Papa Earl vergnügt wie noch nie auf zu seinem Job, dem Baumschubsen. Seine Kumpel erwarten ihn schon. Hey! Was? Na, fröhlichen guten Morgen, Jungs. Hey, du bist ziemlich spät dran, mein Freund. Herr Litchfield sucht nämlich schon den ganzen Morgen nach dir. Ach was, wirklich? Ich find's schön, dass sich jemand um mich Sorgen macht. Das ist der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Nein, wartet. Das ist er. Nein, wartet. Das ist er. Oh, das Leben wird von Minute zu Minute immer schöner. Ich weiß nicht, entweder liegt's an mir oder Freund Earl ist heute Morgen wirklich viel fröhlicher als sonst. Sag mal, schläfst du noch oder ist irgendwas mit deinem Kopf? Freunde, ich habe den goldenen Schlüssel zur ewigen Freude gefunden. Was bitte? Mit der Pflanze hier kommt Freude auf. Und ich möchte sie mit euch teilen. Mit dir. Danke, ich bin gerührt. Dir. Aber ich bin doch gar kein... Denk her! Tempo herkommen! Ach, du bist noch Sein Schreien ist Honig für meine Ohren. Halt mein Geschenk. Ich fliege schon. Ich fliege. Ich fliege. Ja.
Wunderschönen Tag, mein Chef. Sie haben sich heute Morgen mächtig verspätet. Sie merken aber auch wirklich alles. Chef, hab hier ein prächtiges Geschenk für Sie. Sowas wie Liebesbeweis. Von mir für Sie, lieber Freund. Sie kommen 4 volle Stunden zu spät. Und mir fällt überhaupt nichts ein, was mich davon abhalten könnte, Ihnen Ihre oberdümmliche Birne abzubeißen. Ach, Sie können mir doch nichts vormachen, Herr Ritschfield. Sie spielen immer den wild gewordenen Saurier, aber ich sehe Ihnen voll ins Herz. Eigentlich möchten Sie jetzt über eine Wiese tanzen und ein fröhliches Liedchen trällern. Sie wollen, dass die Sonne liebevoll Ihre Sommersprossen kitzelt. Ich weiß, tief in Ihrem Innern sitzt ein kleiner Junge und der will freigelassen werden. Lass ihn frei, Freund Ritchie. Lass den Jungen raus und spielen. Ach was! In mir gibt's bloß einen kleinen Jungen und der möchte Ihnen Ihren verblödeten Kopf abbeißen. Und die Schwester von dem kleinen Jungen will mitbeißen. Wusste gar nicht, dass Sie so eine ulkige Nudel sind. Klappe halten. Am liebsten würde ich Ihrer ganzen Familie den Kopf abbeißen, aber dann gibt's Zoff mit der Gewerkschaft. Aber da fällt mir noch was anderes ein, was ich mit Ihnen machen kann. Ich schmeiß Sie raus, Sinclair. Gefeuert, gefeuert, für immer. Ist es wahr? Das heißt doch, ich muss nie mehr zur Arbeit kommen. Ist das eine Freude, dass ich das noch erleben darf? Vielen Dank, Chef. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Chef. Leben Sie wohl, leben Sie wohl, leben Sie wohl, leben Sie wohl. Was ist bloß bei den Sinclairs los? Seitdem Robbie, Earl und Charlene von dem merkwürdigen Kraut gegessen haben, benehmen sie sich höchst eigenartig. Dino stark. Viele Farben. Bin fertig. Will mehr. Mann. Baby macht viel Ärger. Baby brennt Feuer. Hier bin ich. Hallo. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, dass man uns beobachtet? Was willst du damit sagen? Naja, ich meine, hier immer zu. Mit versteckten Kameras, in der Wand versteckt. Da. Und dort. Und da, seht mal. Und dass man vielleicht unser ganzes Leben in einem anderen Universum im Fernsehen sendet. Ja. Und wenn Sie den Fernseher ausschalten, hören wir auf zu leben. Mann. Oh nein. Hey! Warum dreht sich's bei unserem Zahlensystem immer um die 10? Dabei haben wir bloß 8 Finger. Ja, genau. Sie haben bloß 8. Papa! Schwesterchen! Da sitzt ein Baby. Viel mehr Saft, viel mehr. Oh, das kann ich mir denken. Du willst noch mehr. Viel mehr Saft. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und ihn beobachten. Oh, was klasse. Mehr Saft. Nochmal! Aber ihr seid ja alle schon zu Hause. Es ist doch erst 12. Wo ist Oma? Hey, seht mal, wer da ist. Sven! Warum seid ihr nicht in der Schule? Hab doch gewusst, dass wir eigentlich irgendwo sein müssten. Aber Charlene, wir sind doch immer irgendwo. Oh Mann! Mama, bring mir was zu essen. Mama konnte im Supermarkt leider nichts besorgen, weil die unsere Schecks nicht angenommen haben. Angeblich ist kein Geld mehr auf unserem Konto. Kein Wunder, dass keins drauf ist. Wer nicht arbeitet, kriegt auch keine Kohle. Was soll das denn heißen? Die haben mich vor einer Woche rausgefeuert. Das war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Halt! Nein, warte! Das ist er! Nein, warte! Hör auf Das damit. ist er! Aber du hast jeden Morgen das Haus verlassen. Wo bist du hingegangen? Die ersten paar Tage habe ich einfach so auf der Straße rumgestanden. Das hat mich dann irgendwann bloß noch angeödet. Also habe ich beschlossen, nochmal die Schulbank zu drücken. Ja, und seitdem gehe ich wieder zur Schule. Was? Meinst du auf die Oberschule? Auf der Oberschule habe ich angefangen, aber dann musste ich wieder zur Hauptschule. Aber nicht, weil ich zu dumm war. Mein Betragen war denen zu kindisch. Das klingt irgendwie völlig verrückt. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich bin aus der Pflegephase raus. Nun bin ich ganz artig. Beim Sport erfinde ich die Sprechchöre. Macht sie fertig, knipst sie aus, so kann sonst das gehen nicht wir ohne Punkt weitergehen. nach Was soll Hause. denn aus unserer Familie werden? Ich glaube, diese angebliche Glückspflanze ist in Wirklichkeit was ganz Übles. Ich verstehe nicht, was kann denn an einer Pflanze so übel sein, die uns glücklich macht? Fühlt ihr euch denn etwa nicht glücklich? Also ich bin glücklich.
Also, was wollt ihr dann noch? Bibi will was zu essen haben. Oh, ich bin schon unterwegs, mein Liebling. Das wird aber auch Zeit. Aber die Fläschchen sind ja alle leer. Wer hat das alles aufgegessen? Naja, nachdem der Kühlschrank leer gefuttert war. Ihr habt wirklich den ganzen Kühlschrank geplündert? Ja, wir haben sogar den Vorratsraum geplündert. Wir haben nichts zu essen und wir haben kein Geld mehr. Wir leben von der Liebe, Schatz. Jetzt habe ich's aber satt. Wir werden jetzt sofort zu Herrn Richfield gehen und du bittest ihn darum, dass du wieder als Baumschubser arbeiten darfst. Aber ich bin gar nicht mehr scharf darauf. Und das Brechzeug wirst du hier lassen. Sowas führst du nie mehr an. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Ab sofort führst du wieder ein normales Leben. Auch bei Dino Papa Earls Kumpeln auf dem Bau herrscht seit dem Genuss der Glückspflanze eine besonders ausgelassene, fröhliche Stimmung. Hey Eddie, kling dich mal bei uns ein, mein Freund. Ihr Typen macht euch doch über mich lustig, oder? Nein, wir sind einfach nur gut drauf. Hier, nimm noch einen Happen von dem Pflänzchen. Nein, ich mag die Pflanze überhaupt nicht mehr. Früher war ich mächtig scharf drauf, aber jetzt habe ich ein Karussell im Kopf. Also ich glaube jedenfalls, dass ich ein Karussell im Kopf habe. Ihr glaubt doch auch, dass ich ein Karussell im Kopf habe? Bleib doch mal ganz ruhig, alter Freund. Wir helfen dir beim Karussell. Wir stehen das mit dir durch, ist doch klar. Seid mir gegrüßt, Kollegen. Das ist Freunde. Hallo, mein alter Freund. Willst du mit uns ein paar Blättchen knabbern? Nein, Oh, das ja. will er nicht. Und ich möchte, dass ihr meinen Mann in Zukunft mit diesem Zeug in Ruhe lasst. Ich glaube, da hat wohl jemand vergessen, seine extra Portion Glückskraut zu futtern. Sag mal, Earl, hat Herr Richfield etwa auch von dem Zeug gekostet? Mein allerliebster Freund? Na klar. Im Schädel roh! Das ist mein Kraut! Es schmeißt mich um! Bin wie beknackt! Weiß nicht wieso! Herr Richfield? Augenblick! Das Kraut macht mich froh! Barara! Oboga! Oboga! Ja, Mann! Superstoff! Baby! Mann! Also, Herr Richfield, Earl tut wirklich leid, dass er Sie beleidigt hat. Und er möchte nun seine Arbeit wieder Hier wird doch haben. bestimmt über mich geredet, nicht wahr? Nein, Ed, lass uns mal allein. Ja, schon. Ja, Jetzt werden Sie über mich reden, stimmt? Nein, Mann, bleib ruhig! Es ist nur so, Herr Richfield, dass wir jetzt kein Geld mehr haben. Meine und, Augen haben in den vergangenen Tagen den absoluten Durchblick bekommen. Ich habe die Zukunft dieser Firma gesehen und die hat Spaß, 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 Spaß. Vom heutigen Tag an braucht hier niemand mehr einen Finger zu rühren. Wir sitzen hier bloß noch rum und knabbern Glückspflänzchen. Haben Sie was dagegen, hä? Nein, das wird Dino stark. Ich wusste, dass Sie da mitmachen. Ha! Und ich mache Sie zu meiner rechten Hand, zu meinem Assistenten. Nein, zu meinem Partner. Donner. Sie und ich, lieber Sinclair, rühren nicht mal den kleinsten Finger. Und wir werden dafür sogar noch Knete bekommen. Und, Augenblick. BP am Rohr. Hast du keine Pflanze, bist du lahm wie eine Wanze. Oh, freut mich, Oberchef. Was gibt's? Verstehe. Ist ja abgefahren. Super Einfall. Hab verstanden. Tja, ich bin entlassen. Ui, ui. So ein Schwachkopf. Oh ja, ich bin gefeuert, och ich weiß nicht wieso. Und das am Morgen. Und das macht mich froh. Barbara. Doch nach reichlichem und regelmäßigem Verzehr der Glückspflanze kommt es eines Morgens zum bösen Erwachen für Robbie, Charlene und Dino Papa Earl. Oh, mein Kopf und mein Körper, als ob ich unter einer Dampfwalze gepennt habe. Mir ist so gut und so mies. Hab nicht gewusst, wie schlimm sowas ist. Was meint die Uhr? Fast 12. Was? 12? Laut. 12? Ich habe das große Spiel verpennt. Ohne mich kriegen die Mädchen doch keine Pyramide hin. Oh, ich brauche was von dem Kraut. Muss wieder glücklich werden. Hier muss doch noch was sein. Wir müssen was finden. Ich will meine Glückspflanze. Es sind bloß noch Mein verdorrte Glückskraut. Äste übrig. Ich will ein Blättchen. Sofort, sofort. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Hier, hab noch was gefunden. Was? Wie? Nein, Wer das will ist der mich Papa. sofort essen? Nein! Gib mir das! Auf damit, sofort!
Nun seht euch mal an. Ihr übernachtet auf dem Fußboden und überall liegt Essen herum. So weit ist es mit unserer Familie gekommen. Aha, jetzt bekommt ihr aber deftig Ärger. Wenn ihr drei euch unbedingt mit diesem grässlichen Zeug das Leben kaputt machen wollt, müsst ihr dabei auf mich verzichten. Wir gehen weg. Und wir kommen erst wieder, wenn ihr zur Vernunft gekommen seid. Man könnte das Zimmer zwar mit einer Müllkippe verwechseln, doch es ist voller Glück. Hihi. Oh, hallo, ich bin Earl. Du bist ein Matschhirn. Baby haut Matschhirn in die Pfanne. Oh. Irgendwelche Fragen? Wir zwei sind bei Monika. So weit ist es mit mir gekommen. Keine Frau, kein Baby, keine Dinomark, kein Essen, kein Job. Mein Leben ist total im Eimer. Aber jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Unsagbar gierig nach der Glückspflanze machen sich Dino-Papa Earl, Robbie und Charlene im Wald auf die Suche nach dem berauschenden Kraut. Hier muss doch noch irgendwo irgendwas von dem Zeug sein. Das will ich auch hoffen, denn ich könnte langsam wieder was davon vertragen. Hey, wer ist das denn? Spike? Hilf mir, ich bin umgekippt und kann mich nicht mehr bewegen. Spike! Hey, Sinclair, spitz mal deine Lauscher. Wusstest du eigentlich, dass sich Pflanze auf Pflanze reimt? Hast du etwa die ganze Woche hier rumgelegen? Eine ganze Woche? Klasse. Hey, da fällt mir noch ein Reim ein. Wusstest du schon, dass ich Woche auf, Eben hatte ich's noch. Ein einziger Müllhaufen. Und wie du stinkst. Du bist ekelhaft. Ja, aber ich bin glücklich. Vielleicht hat eure Mutter recht. Ich meine, vielleicht ist es doch nicht richtig, sein Leben für so einen kurzen Höhenflug so einfach wegzuschmeißen. Mag sein. Dann sind wir uns einig? Kein Glückskraut mehr? Kein Glückskraut mehr. Wir schmeißen dafür nicht mehr unser Leben weg? Naja. Nein, wir schmeißen nicht mehr unser Leben weg. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause und erzählen alles eurer Mutter. Ja, aber vorher sollten wir erst noch die Sträucher vernichten, damit wir uns nie mehr was davon pflücken können. Das machen wir nicht. Die Pflanzen zu vernichten, das wäre sowas Ähnliches wie Schwäche. Wir müssen einfach viel stärker sein als die Pflanze. Ja. Die muss hier stehen bleiben, damit sie uns immer daran erinnert, dass es auf der Welt dauernd Versuchungen gibt. Und das heißt für uns, wir müssen immer wieder stark sein. Danke, alles ist geschafft. Ich brauche ein Handtuch. Hier, fang auf. Vielen Dank. Klappe, Schnitt, Schwenk. Was ist denn nun los? Sind die Sinclairs etwa im Fernsehen? Ja, wir lassen uns wirklich was einfallen, um euch zu überraschen. Ist doch Dino stark, oder? Hallo, ich bin Robert Sinclair, aber ich bin euch wohl eher bekannt als Robbie Sinclair aus der Spitzenserie Die Dinos. Eine super Sendung. Ja, vielen Dank. Ja, aber der Schluss war mir ein bisschen zu schmalzig. Ja, das mag schon sein, aber wisst ihr, diese Pflanzen sind echt ein Problem der Dino-Gesellschaft. Danke. Das Zeug macht kaputt und trennt Familien und führt auch zu solch einer etwas triefenden Serienfolge, wie ihr sie eben gesehen habt. Wir hoffen, wir haben das noch einigermaßen erträglich hinbekommen. Bei vielen anderen Sendungen klappt's nicht immer so. Wisst ihr, so ein Thema macht manchmal eine Fernsehsendung ungenießbar und nimmt uns selbst den meisten Spaß. Und Spaß soll's ja machen. Aber wenn eine Serie mal ein Problemthema aufgreift, sind andere gezwungen, auch sowas zu machen. Ich will euch ja nicht mit irgendwelchen weisen Sprüchen volllabern, aber eins muss ich unbedingt noch loswerden, bevor ihr für heute die Klappe fällt. Keine Glückspflanzen. Finger weg von dem Zeug. Dann brauchen wir Dinos uns im Fernsehen nicht mit solchen Themen rumzuschlagen. Es hängt von euch ab, ob's hier was zum Lachen gibt. Ganz gebannt sitzen die Dino-Kinder und Papa Earl am Nachmittag vor der Glotze und verfolgen gespannt das Fernsehprogramm. Dino-Papa Earl sitzt mit der Fernbedienung in der ersten Reihe, während Dino-Mama Franny sich mit Wäschebügeln beschäftigt. Nun geht es weiter mit unserem Gewinnspiel. Achtung, Hinterhalt! Wie man sieht, haben wir inzwischen beide Kandidaten schon mal mit Fleischklumpen bestückt. Ja. Und gleich schicken wir die zwei in die Grube mit den rasenden Wildhunden. Sie müssen versuchen, die einzige offene Tür zu finden, die wieder in die Freiheit führt. Dort wartet dann der Hauptgewinn. Ein Pfandbrief im Wert von 25 Dino-Mark und ein Computer. Will ich auch machen. Sie finden das leicht? Ist es aber nicht, weil Sie nämlich Stöckelschuhe tragen hier. Kommen Sie, es ist doch los. Oh, selbst ein Libolan.
Hier im Haushalt ist eine Menge liegen geblieben. Und es wird euch nicht wehtun, wenn ihr eure dicken grünen Hintern aus dem Sessel hieft und mir helft. Fran, was du in deiner Freizeit treibst, ist deine Sache. Wir wollen gemütlich Fernsehen. Und seit wir voll verkabelt sind, ist unser Fernseher ein Turbo-Düsenjet ins wilde Abenteuer. Haltet euch fest, Kinder! Ja! Yeah. Hallo, willkommen beim Hutsender. Rund um die Uhr, rund um den Hut. Hutreport, Hutshow und Hutgewinnspiel. Super, Hutgewinnspiel. Ja, Hute. Ach denn. Es passiert so ungeheuer viel in der Welt. Und wir kriegen alles mit und brauchen nicht mal aufzustehen. Ein Flächenbrand vernichtete 2 Häuserblöcke der Stadt. Aber erfreulicherweise wurde dabei kein einziger Hut versenkt. Na bitte, das nenne ich gute Nachrichten. Papa, weiterseppen. Oh, ja gleich. Hallo, Sie haben uns angerufen. Ich habe ein Ohr für Sie. Haben Sie ein Problem, dann schütten Sie mir Ihr Herz aus. Es geht um meinen Sohn. Er will nicht mit mir reden. Ach wirklich? Das ist ja übel. Kinder sind manchmal so. Na dann, alles Gute. Hallo, Sie haben angerufen. Sie sind auf Sendung. Was haben Sie für ein Problem? Hallo, ich heiße Lisa und ich habe Ärger mit meinem Chef. Ach ja, Probleme im Beruf sind wirklich nicht sehr angenehm. Ich hoffe, die lösen sich von selbst. Hallo, ich habe ein Ohr für Sie. Was gibt's denn? Ist wirklich mächtig erstaunlich. Nicht nur, dass mein Wagen nun aussieht wie neu, er verbraucht auch weniger Benzin und meine Wadenkrämpfe sind nun weg. Augenblick mal. Ist kaum zu glauben, aber Sie würden es nicht sagen, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Nein, das meine ich nicht. Schalt zurück auf die Talkshow. Fran, ich bezahle für genau 162 Sender. Und ich würde mein Geld nur verplempern, wenn ich nicht alle 8 Sekunden umschalte. Aber in dieser Talkshow ging es um echte Dinos, die auch echte Probleme haben. Ist es wahr? Habt ihr das gehört? Ich glaube, das Kabelvirus hat eure Mutter erwischt. Rückt rüber und lasst sie mal selbst sehen, wie aufregend die flimmernde Fernsehwelt ist. Setz dich hin, Mama. Ja. Hallo, ich habe ein Ohr für Sie. Hallo, ich bin Elsa und ich habe ein Riesenproblem. Oh, das tut mir aber sehr leid. Kommen wir zum nächsten Anruf. Hallo, ich habe ein Ohr für Sie. Doch was ist das? Dino-Mama Franny scheint plötzlich vom Kabelvirus befallen zu sein. Anstatt ihr liebes Dino-Baby zu füttern, ist sie völlig hin und weg von dieser Fernsehshow. Hallo, Sie haben uns angerufen und ich habe ein Ohr für Sie. Hallo Frank, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich rufe aus einer Telefonzelle an, die am Rande eines Abgrunds Junge, steht. ist das schlimm. Ich hoffe, Sie schaffen den Absprung und wenn Sie unten sind, rufen Sie noch mal kurz durch. Ich springe! Mama, hab Hunger. Gib her. Hab Hunger. Mama. Weißt du, was das Problem an dieser Show ist? Der Moderator. Er gibt keine Antworten. Ich rufe ihn sofort an. Was? Hey, Mama, wo bist du hin? Hab Hunger, will was essen. Ich habe ein Ohr für Sie. Was haben Sie für ein Problem? Hallo, hier ist Fran. Ich sehe mir seit gestern Ihre Sendung an und ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ist die Mama. Die Mama ist in den Fernseher gefallen. Ich finde, Sie sollten sich die Probleme der Dinos nicht bloß anhören. Versuchen Sie lieber, ihnen zu helfen. Ja, ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Vielen Dank für den Anruf. Halt, nicht auflegen. Sie könnten ihnen Ratschläge geben. Sie müssen ihnen helfen, damit die Dinos irgendwie mit ihren Problemen fertig werden. Klingt wirklich faszinierend, aber kommen wir zum nächsten Anruf. Verzeihen Sie, Sie heißen, glaube ich, Fran. Ja. Gut, ich bin Harry Valentino, der Produzent der Show. An Ihrem Vorschlag ist was dran, den Anrufern ein paar passende Tipps zu geben. Ach, hör auf, Harry. Ich gebe keine Ratschläge. Ich höre euch zu. Da oben steht's doch. Ich habe ein Ohr für Sie. Das ist wieder mal typisch. Beim winzigsten Vorschlag klappst du die Ohren. Ist ja wirklich interessant, aber ich habe dich Sag, nicht die nach Dame deiner hat mich Meinung auf die gefragt. Idee gebracht, da sollten wir wenigstens mal ausprobieren, ob wir... Nein, Harry. Solange ich hier bin, habe ich ein Ohr für die Dinos und sonst gar nichts. Haben wir uns verstanden? Und falls dir das nicht passt, such dir einen neuen Moderator für die Sendung. Gesagt, getan. Schon bei der nächsten Sendung von Gut beraten sitzt Dino-Mama Franny auf dem Stuhl des Moderators und blickt noch etwas unsicher in die Kamera. Es war ja nett von Ihnen, mir einen Wagen zu schicken, aber ich habe noch einen Braten im Ofen und... Vergessen Sie Ihren Braten. Sie haben eine Menge Talent, mein Kind. Ich meine, Talent ist eine seltene Gabe, die einfach zu verschwenden wäre. Unverzeihlich. Aber sagen Sie bloß nichts, was den Sponsor verärgert. Was? Harry! Und nun ist es Zeit für Gut beraten. Augenblick mal, Mit was unserer heißt, ich soll den Moderatorin Sponsor nicht Fran verärgern? Sinclair. Harry! Fragen Sie mir doch, was ich sagen soll. Licht. Ja. Und Hallo. Action. Ich bin Fran. Ja. Na und? Weiter. Anruf annehmen. Hä? Einfach auf den Knopf drücken. Oh ja, hallo, hallo. Hallo, Fran. Ich rufe an, weil ich glaube, mein Mann hat eine Affäre, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so ist. Oh, wenn das so ist, dann sollten Sie ihn vielleicht einfach mal fragen. Ihn fragen? Na klar, aber ja, ein einmaliger Tipp. Da
Ach, das war umwerfend, Fran. Ja? Der absolute Hit. Weiter so. Oh, hallo, was haben Sie auf dem Herzen? Fran, Ihre Show ist ganz toll. Ich habe Sie noch nie versorgt. Danke, aber es gibt sie erst seit einer Minute. Egal, Sie sind unschlagbar. Hören Sie, ich mache mir Sorgen um meinen 14-jährigen Sohn. Also, er weigert sich standhaft auf den Hinterbeinen zu laufen wie der Rest der Familie. Soll ich ihm dafür den Kopf Wenn er mein Sohn wäre, würde ich ihm nicht ohne weiteres den Kopf abbeißen. Vielleicht liegt es nur an der Pubertät. Sie haben ja so recht, das wäre unfair von mir. Danke, Sie haben mir das Leben gerettet. Und das meines Sohnes. Klasse. Nicht nur in tausenden Dino-Haushalten flimmert Dino-Problemberaterin Franny über den Bildschirm. Dank tragbarer Fernseher kommen auch Dino-Papa Earl und seine Kumpel vom Bau während der Mittagspause zu einer wohlverdienten Ablenkung. Meine Herren, leiden Sie manchmal unter Konzentrationsschwäche? Ja. Bei so einem Streit lassen Sie am besten Ihren Mann in dem Glauben, er hätte recht. Und dann tun Sie einfach das, was Sie wollen. Jedenfalls mache ich es so mit meinem Mann. Du, Earl, ist das nicht deine Frau? Hallo, Sie sind auf Sendung. Hey, ich hab gedacht, du hast die Glotze hier aufgebaut, damit wir das Spiel sehen können. Was will denn deine Frau mit einem Job? Mann, ist doch nicht wahr. Ja, Frauen arbeiten nicht. Sie sind Frauen, die Arbeit überlassen sie uns Männern. Genau. Das ist nicht meine Frau und schon gar nicht mein Mann. Jungs, ich muss mal kurz telefonieren, aber das hat hiermit gar nichts zu tun. Oh. Ja, Ich komm aber mal sie rüber. sieht genauso aus wie Fran. Und diese Frau heißt auch Fran. Aber Earls Frau wird doch keine eigene Fernsehshow haben. Vielleicht ist es ihre Schwester. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Meinst du, Frans Schwester heißt auch Fran? Na, ich weiß nicht. Mein Bruder Roy sagt, sowas passiert öfter, als man denkt. Also, ich kapier das nicht. Dann sagt sie doch Ihrem Mann, er soll nicht immer die ganze Zeitung mitnehmen. Sie sind auf Sendung, hallo. Hallo, ist da meine Frau? Hey. Bitte sagen Sie nein. Ist doch nicht wahr. Earl, hey, Earl, du bist ja im Fernsehen. Was gibt's da draußen? Was soll das? Gar nichts gibt's hier. Was soll's hier schon geben? Wir amüsieren uns hier nur ein bisschen auf Earls Kosten, Chef. Schadenfreude, fabelhaft, fabelhaft. Ich will mich mitfreuen. Kanal 86, Chef. Ich habe hier zu tun. Aber das ist unmöglich. Heute Morgen hast du noch in der Küche gestanden. Können wir das bitte zu Hause besprechen? Ja, nachdem du ihr das Essen serviert hast. Hey, ich würde jetzt gern allein mit meiner Frau sprechen. Klar? Roy, schalt den Kasten aus. Ah, kein Problem, mein Freund. Mach ich doch gern. Und schon bist du allein mit Fran. Lass ihn doch ran. Roy, gib mal her. So. Ich kann jetzt nicht mit dir darüber sprechen. Ich habe noch andere Anrufer. Wir werden jetzt darüber sprechen, Fran, weil ich es nämlich so will. Und ich bin der mächtige Meganosaurus, der... Mann, die hat's ihnen aber gewaltig gegeben. Sie hat sie vor Millionen von Fernsehzuschauern zum Volltrottel gemacht. Ja, seit Dino-Mama Franny ihren Job beim Fernsehen hat, läuft der Alltag bei den Sinclairs nicht mehr in gewohnten Bahnen. Zum Glück ist da ja noch Bronto-Dame Monika, die als Babysitter ihr Bestes gibt. Und das wuschelige Mammutbegriff. Wenn man jemanden heiratet, der kleiner ist, muss man aufpassen, wo man hintritt. Oh, musste schwer lernen. Will noch ein Märchen hören? Nein, das muss für heute reichen. Na fein. Rapuma, gib mir was zu essen. Können wir machen. Fein, gib mir was. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Meine Frau zieht los und sucht sich einen Job. Und dafür lässt sie unser süßes kleines Knubbelchen allein. Ich bin ja da. Schön, dann eben allein mit Monika. Das Baby und ich, wir haben uns sehr gut verstanden. Monika, du bist nicht mal ein halber Ersatz für das Band der Liebe zwischen Eltern und Kind. Armer, mutterloser Zwerg. Nicht die Monika. Und dann muss ich den Kindern die Mutter ersetzen. Hallo, Papa. Ist Mama von der Arbeit zurück? Nun sieh dir das mal an. Was? Waisenkinder, die nach der Mutter schreien und die diese Ungerechtigkeit nicht verstehen. Also, ich bin tierisch stolz auf Sie. Ja, seine berühmte Mutter ist doch Dino Stark. Ja. Genau. Und ob. Sowas. Hört zu, ihr zwei.
Wenn eure Mutter nach Hause kommt, benehmt euch wie verlassene Waisen, sonst fliegt ihr raus. Fran ist jetzt eine berufstätige Frau. Na und? Sie steht unter ungeheurem Druck, verstehst du das nicht? Gerade jetzt braucht sie mehr als sonst die Liebe ihres Mannes, sein Verständnis, seine Hilfe und viel Geduld. Nicht mit mir, Schätzchen. Oh. Ich sehe doch, dass du hier eine Revolution anzetteln willst. Was redest du da? Du willst alle Frauen vom heimischen Herd in den Beruf hetzen, damit sie sich selbst verwirklichen können. Die Männer sollen Respekt vor ihnen haben. Und dann singen wir das Lied von der Gleichberechtigung. Und dann, naja, ich bin noch nicht so ganz hinter deinen gemeinen Plan gekommen. Aber du siehst eine von Männern beherrschte Welt bedroht. Da hast du völlig recht, Schätzchen. Baby, du darfst deinem Papa nicht dauernd die Flasche auf den Kopf hauen. Da bin ich wieder. Oh. Wie kann ich's möglichst nett ausdrücken? Raus mit dir! Und ihr benehmt euch wie Waisenkinder. Du machst ein hungriges Gesicht. Hä? Tut mir leid. Macht's gut, Kinder. Und viel Glück. Wo hast du gesteckt? Ja, ich war weg. Stimmt, genau, Ja. du warst weg. Und bist arbeiten gegangen, ohne mich zu fragen. Hättest hier bleiben müssen, um das Essen auf den Tisch zu stellen. Was steht da auf dem Tisch? Das Essen vom Delikatessenschuppen. Es bewegt sich noch, ist bestimmt teuer gewesen. Ah, dein Trick ist mir sonnenklar. Du hast deine Familie im Stich gelassen. Und nun willst du dein Gewissen beruhigen, indem du Delikatessen anschleppst, die wir uns überhaupt nicht leisten können. Spuck das aus! Das geht zurück zum Restaurant. Hey, ich hatte einen Hut auf. Oh. Da hast du ihn. Ja, danke. Das können wir uns aber leisten. Ich habe heute einen Vorschuss auf mein erstes Gehalt bekommen. Ist mächtig aufregend. Du hast jetzt einen hübschen kleinen Job und verdienst auch ein kleines bisschen Geld. Es bedarf keiner zusätzlichen Argumente, um Dino-Papa Earl zu überzeugen, dass Frannys Job beim Fernsehen gewisse Vorteile bietet. Das bekommen auch seine Kumpel auf dem Bau zu spüren. Hehehe, wen haben wir denn da, mein Freund? Bist aber mächtig rausgeputzt. Sieh dir mal die Krawatte an. Passend zum Hemd, siehst du? Elegant, kann man ja fast nicht erkennen. Ja, das ist ein Zeichen für Klasse. Allerdings. Das ist noch nicht alles. Wie findest du mein Einstecktuch? Was denn für ein Einstecktuch? Hab ich nun Stil oder wie, oder was? Hast du. Und wie kommt das? Hast du im Lotto gewonnen oder ist dein reicher Verwandter eingesumpft worden? Nein, es war nur meine Frau. Ach, die Ärmste. Das tut mir aber leid. Ich hatte Fran immer sehr gern. Nein, sie ist ja noch am Leben. Ach. Und was noch besser ist, sie macht mächtig Kohle. Hehe. Und für mich fällt dabei von dem Segen auch ein bisschen ab. Ich glaube, ich muss mal wieder zur Maniküre. Und danach lasse ich mir noch die Schuppen schleifen. Wirst ja ein richtiger Dino Hallo, von da Welt. hast einen hübschen Deckel auf. Ja. Hey, was ist das für ein Gestank? Oh, ach so, ist ein mächtig teurer Herrenduft. Ja, Hab ich von keine Fran. Nase. Gut, was? Damit fühle ich mich so frisch wie eine Rose im Frühling. Also ich fühle mich eigentlich selten so besonders frisch. Tempo, Sinclair! Und zwar sofort! Mann, er hat vergessen zu sagen, herkommen. Weil er nämlich genau weiß, dass er das bei uns nicht braucht. Das wäre reine Zeitverschwendung. Danke für den Anruf. Und nun zur Leitung 2. Da bin ich, mein Chef. Hallo. Es geht um die Show Ihrer Frau. Damit habe ich nichts zu tun, mein Chef. Ich habe überhaupt nichts Meine damit... Frau ist begeistert davon. Oh, vielen lieben Dank. Ich habe meine Frau immer ermutigt zu sagen, was sie denkt. Aber ich hasse die Show. Sie muss natürlich aufpassen, dass sie anderen mit ihrer Meinung nicht auf die Zehen tritt. Ja. War einzig und allein Frans Idee. Aber die Show gefällt mir immer dann, wenn Ihre Frau Sie als kompletten Obertrottel hinstellt. Ich meine, das hat doch wenigstens was. Oh, danke, Chef. Es gefällt mir allerdings weniger, dass Ihre Frau meiner Frau faule Rosinen in den Kopf pflanzt. Im Kopf meiner Frau ist aber kein Platz für faule Rosinen. Nein. Dafür sind Frauenköpfe nicht da, sowas ist zu gefährlich. Gefährlich. Dann würden die Wurzeln der dinokratischen Gesellschaft verfaulen. Die Wurzeln. Sie verstehen schon. Ja, ich gebe mir wirklich Mühe. Ihre Frau darf nicht mehr über die Bildschirme flimmern. Tja, Chef, das dürfte schwierig werden. Sie ist nämlich ausgefüllt und mächtig glücklich damit. Und sie verdient dabei auch noch unverschämt viel Geld. Earl. Ich will mich überhaupt nicht in Ihr Privatleben einmischen. Aber als Ihr Freund und Förderer gebe ich Ihnen den freundschaftlichen Rat, seien Sie bloß vorsichtig. Bin ich denn in größerer Gefahr als sonst? Selbstverständlich. Es fängt damit an, dass sie selbst Geld verdient. Dann verlangt sie das, was nur uns Männern zusteht. Sie greift nach der Macht. Nach der Macht? Aber ja, das ist wahnsinnig gefährlich. Wenn eine Frau erstmal selbst Geld verdient, will sie auch zu Hause bei der Familie den Boss spielen. Machtgier, Vorsicht. Nehmen Sie sich davor in Acht. Nicht doch. Ich kenne meine Freddy. Das wird bei uns nicht passieren.
Ich werde nie im Leben zulassen, dass sie den Boss spielt. Sonst packe ich alle ihre schönen Geschenke zusammen, lad den Kram ins Auto und verkauf alles zum halben Preis. Ja. Nach einem langen und beschwerlichen Arbeitstag kehrt Dino-Papa Earl endlich zu Hause ein. Oh, wie hat er sich gerade heute auf den Feierabend gefreut. Doch nicht nur er. Fran, bin da, hab Hunger. Ist das Essen fertig? Bin da, hab Hunger. Ist das Essen fertig? Essen? Wundervoll, dann werde ich gleich was essen, danke. Und warum machst du uns nicht was zum Essen? Ach, ich bin zu müde dazu. Willst du uns nicht schnell etwas holen? Hier ist Geld. Kapiere. Alles sonnenklar. Also, du willst wohl deine neue Macht ausnutzen, um über das Essen zu bestimmen. Wir können uns ja auch was liefern lassen. Ach, wir lassen uns was liefern. Du willst dich in der Macht baden, hab ich recht? Was soll denn dieser Blödsinn? Na schön, nun reicht's. Schluss mit deinem Job. Gleich morgen wirst du kündigen. Nein, ich werde nicht kündigen. Und ob du das tust? Nein, das werde ich nicht. Ich hab das zu bestimmen, denn ich bin hier der Mann im Haus. Ich glaube, mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. Doch schon am nächsten Tag, als Dino-Papa Earl und sein Freund Roy heimlich während der Arbeitszeit vor der Glotze sitzen, muss sich Earl eines Besseren belehren lassen. Ehemänner können ja manchmal so dickköpfig sein. Vielleicht hätte ich doch mehr sagen sollen. Verständigung zwischen den Geschlechtern Ja. so wichtig. Wenn Sie Verständigung sagen, meinen Sie dann, ich soll ihn mit der Bratpfanne vermöbeln? Etwas in der Richtung? Bei meinem Mann habe ich auch schon oft mit diesem Gedanken gespielt. Aber für einen Dino-Mann ist das Leben auch nicht gerade einfach. Tag für Tag schuftet er sich ab und zum Dank dafür wird er vom Chef auch noch angebrüllt. Das schluckt er, damit die Familie ein besseres Leben hat. Seitdem ich selbst arbeite, weiß ich, was Berufsstress ist. Dadurch habe ich mehr Verständnis für das, was Männer durchmachen müssen. Obwohl mir das nicht immer leicht fällt. Hey, meint sie damit etwa mich? Weißt du, ich glaube, du hast eine ziemlich kluge Dino-Frau geheiratet, mein Freund. Mag sein, mag sein. Sie strampelt sich jedenfalls ganz schön ab. Ja. Ich hab schon fast den Bauch. Hallo Fran, hier ist Frank. Ich bin Ihr Vorgänger. Früher hieß die Sendung Ich habe ein Ohr für Sie. Wissen Sie noch? Ja, natürlich, Frank. Wie geht's Ihnen so? Ganz gut, danke. Ich muss gestehen, Ratschläge geben ist viel besser als nur zuhören. Ja? Aber Ihr Publikum ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Es braucht etwas fürs Auge. Oh, und was wäre das? Keine Ahnung, aber laden Sie doch Paare ins Studio ein, die zerstritten sind. Die können ihre Probleme lösen, indem sie sich mit Gegenständen bewerfen. Ja, meinen Sie wirklich? Schielen Sie dabei nicht zu sehr auf die Einschaltquoten? Frank, hier ist Harry. Hör mal, dein Einfall mit dem Bewerfen ist super. Erklär's mir doch mal genau. Nicht nur Dino-Papa Earl hat darunter zu leiden, dass Dino-Mama Franny voll und ganz in ihrer Arbeit aufgeht. Auch der Rest der Familie Sinclair bekommt allmählich zu spüren, wie es ist, eine berufstätige Dino-Mama zu haben. Schmeckt mir nicht. Schmeckt überhaupt nicht. Ekelhaft. Was ist denn mit dir? Die Milch schmeckt gemein. Was anderes haben wir nicht. Dann lass es eben. Ha, das ist ja wohl echt das Letzte. Heute Morgen schmeiß ich die dreckigen Klamotten auf den Boden. Jetzt komme ich nach Hause und sie liegen immer noch da. Was ist hier eigentlich los? Mama arbeitet, darum müssen wir auch saure Milch trinken. Ach, zuerst fand ich die Sache mit dem Job ja noch ganz nett, weil es mehr Kohle bringt. Aber nun habe ich die Schnauze gestrichen voll. Ich meine, diese Klamotten werden ja nicht von selbst sauber. Na und, warum wäschst du den Plunder da nicht einfach? Ach ja? Und warum ziehst du nicht los und kaufst frische Milch? Mach sie fertig! Ja! Los, nun halt doch mal die Luft an. Warum? Weil... Tut mir leid. Ich hab doch nicht im Ernst gemeint, dass du deine Klamotten selber waschen sollst. Selber waschen! Mir tut's auch leid. Du bist ja nicht schuld daran. Du aber auch nicht. Ist Mamas Schuld. Hallo, Kinder. Papa, hör mal zu, hör mal zu. Du hattest doch vorgeschlagen, dass wir uns gegen Mama verbünden sollen. Tja, und nun sind wir soweit. 100%. Hört mal, Kinder. Ich weiß, es ist schwer. Aber eure Mutter meint, dieser Job gibt ihr endlich sowas Ähnliches wie Erfolg. Und solange ihr nicht auffällt, dass sie schief liegt, müssen wir uns zusammenreißen und allein zurechtkommen. Unser Essen. Vielleicht nimmst du dir eine andere Frau. Wo ist die Mama? Ach, du willst die Mama sehen? Ja, die Mama. Kein Problem. Ein Knopfdruck und schon ist sie bei uns. Herzlich willkommen bei Gut geworfen mit Frank. Viel Vergnügen. Bloß nie kennengelernt. Und das. Ja, wunderbar. Weiter, Wo ist die Mama? Keine Ahnung. Hallo, da
Da bin ich Oh, da schon. ist die Mama. Die Mama ist auf den Fernseher gefallen. Hey, Frenny, was machst du denn hier? Hab meinen Job hingeschmissen. Du meinst gekündigt? Das ist ja sauriermäßig stark. Oh, tut mir leid, Frenny. Ich weiß, ich sollte dich bemitleiden, aber es ist zu schön, um wahr zu sein. Wie kommt das, Mama? Die wollten, die Show sollte noch mehr, wie haben Sie es genannt? Noch mehr Biss haben. Nochmal. Mama will sehen, wie die sich kloppen. Das ist aber nichts für dich. Mist. Schön, dass du wieder da bist, Mama. Ja. Hier habe ich deine Schürze. Hier haben wir die dreckigen Klamotten. Ja. Wir haben dich echt vermisst. Und nun bist du wieder da, wo du hingehörst. Am heimischen Herd. Genau. Wenn wir dich nicht Nochmal, Mama. Danke, ihr seid alle so lieb. Oh. Die Mama ist wieder da. Eingesagt. Aber ich bleib nicht für immer. Ach, du meinst, du gehst was einkaufen fürs Abendessen? Genau. Nein, ich meine, die Arbeit hat mir Spaß gemacht und ich suche mir einen neuen Job. Was? Doch nicht Beruhige dich, es geht doch nur um einen Job. Ich bin immer noch deine Frau. Und ich bleibe eure Mutter. Daran wird sich niemals was ändern. Aber das ist nun mal nicht alles. Fein. Wenn du wirklich so wahnsinnig scharf auf den Job bist, dann muss ich dich aber fragen, was haben wir davon? Dass ich glücklich und zufrieden bin. Und wenn einer von unserer Familie nicht froh und glücklich ist, müssen alle darunter leiden. Ihr könnt mir glauben, das ist die Wahrheit. Gut, Fran, vielleicht sollten wir mal einen Versuch starten. Nur leider habe ich keine Ahnung vom Haushalt. Da wären als erstes diese Feinkost-Tiefkühlgerichte. Wenn da drauf steht, heizen Sie den Ofen vor. Ist damit der ganze Ofen gemeint oder nur die Backröhre da drin? Dann mache ich heute Abend das Essen für uns. Und danach genehmigen wir uns einen kleinen Schluck. Und wir schicken die Kinder zeitig schlafen. Ja, und dann zeige ich dir mal genau, wie die Küche funktioniert. Oh. Hm? Mhm.